Grüß dich. Ich habe mich verfranst. Könnten Sie mir vielleicht sagen, wer am schnellsten zum Friedhof kommt? Am schnellsten zum Friedhof. Das war super, ja, danke. Ja, gehen Sie jetzt einfach da bei der Tür wieder raus Ja. und dann einfach 10 Schritte geradeaus. Und dann bin ich am Friedhof. Nein, mitten auf der Schnellstraße. Wenn Sie sehen, dauert nicht lang. Ganz witzig. Danke. Der zum Friedhof oder ich? Wann gehen wir denn zum Essen? Mir egal, du bestimmst. Ab wann gibt's da was zum Essen? Ich glaub gegen eine halbe Simme. Ja, dann gehen wir gleich um halb sieben. Na, nicht so früh. Boah, ich hab aber Hunger. Ja, aber lass uns halt einmal die Sonne genießen, solange es noch da ist. Boah, dann gehen wir um halb acht. Na, mach mal lieber 8, weil dann kann ich nämlich meine Haare auch noch machen. Meine Fresse. Ich frag nie wieder. Du bestimmst. Mei, jetzt komm ich da wieder nicht hin. Mein leckster Marsch. Möchtest du mich umbringen oder was? Entschuldigung, das wollte ich jetzt wirklich nicht. Ich wollte gerade was melden. Ach so, was melden möchte der Herr? Melden kannst du ja in der Schule. Wenn du eine Beschwerde hast, dann sagst du es gleich gerade raus jetzt. Nein, das ist ja nicht direkt eine Beschwerde. Ja, was dann? Ja, es geht darum, der Hahn tropft. Und jetzt? Sägst du da ein Rotzang? Nein, ein Staubwedel. Ja, und mit dem tue ich ja Staub wegwedeln. Ich bin nämlich fürs Putzen zuständig, da nicht für irgendwelche undichten Gäste. Ja, aber können wir nicht irgendwann rufen, der sich damit auskennt? Müller! Ja, was ist denn? Ich hab da einen Gast, dem sein Hahn tropft. Was tut man da? Soll ich's mit Kürbiskern probieren? Oder Granufin? Haben Sie es gehört? Kürbiskern oder wie heißt das andere Zeug? Sind Sie der mit den Tropfen, den Hahn? Da, probieren Sie es mit dem. Was soll jetzt das? Das ist ein Pariser. Den backeln Sie einfach aus, rollen ihn aus. Ja. Jetzt haben wir uns ja genug über meinen Tropfen in den Hahn lustig gemacht. Können wir uns jetzt vielleicht um mein Problem im Badzimmer kümmern? Das probiere ich doch gerade. Sie backeln aus, rollen ihn aus und dann stülpen Sie den über den Tropfen den Wasserhahn drüber, dann hören Sie nichts mehr. Das hält ganz locker bis morgen in der Früh und dann können wir einen Installateur rufen, gell? Okay. Wenn das funktioniert? Ja. Wünsche eine angenehme Nachtruhe, gell? Ja. Wiederschauen. Ich rief doch nicht am Abend den Installateur. Der kostet erst doppelt mit Nachzuschlag. Was? Ja, ich frage mich gerade, warum du einen Pariser in der Hosentasche hast. Bist doch verheiratet, oder? Also das ist ja nur weil, also wenn Dings, also der Hahn tropft, also... Ja, wenn der Hahn tropft, gell, Kopfmüller. Na, da ist einmal mit Entkalken probieren. Weißt schon, ab einem gewissen Alter, gell? Grüß Gott. Wir würden gern auschecken, bitte. Das Ehepaar Meixner. Ja, schön. Ich hoffe, Sie haben ein wunderbares Wochenende gehabt bei uns. War alles zu Ihrer Zufriedenheit? Alles bestens. Dankeschön. Das freut mich zu hören. Dann schauen wir mal, was Sie alles gehabt haben. Das waren jetzt 2 Nächte in der Kini-Suite, 2-mal Frühstück, ein Abendessen und dann haben wir aus der Minibar noch 2-mal Spirituosen. Minibar? Schatzi, hast du vielleicht? Ja, du weißt doch, dass ich nichts trinke. Ich glaube, ich habe oben meinen Ohrring verloren. Kannst du bitte auf dem Zimmer im Bett nochmal nachschauen? Ja, aber Schatzi, wir müssen doch jetzt eigentlich... Bitte! Ja, gut, dann schau ich schnell. Ich bin gleich wieder da. Ja, jetzt. Also die Sache mit der Minibar, vielleicht kann ich einer das so zahlen? Also ich meine, mit einem 50er kann man doch die Sache bestimmt von der Rechnung streichen, oder? Das war einfach ein Fehler und mein Mo, der muss davon gar nichts merken. Wissen Sie, ich hab da so einen Besuch gehabt, während er auf dem Kongress war und
Ja, das kann schon sein, dass der da während ihr in der Dusche, Sie wissen schon. Ja, dann sagen wir das mit der Minibar, das war ein Fehler. Ja. Nichts zum Finden. Ja, dann hab ich ihn vielleicht doch schon ins Schmuckkastel eingelegt. Ja, jetzt pass auf. Du gehst jetzt ins Auto 4 und schaust dann in Ruhe nach und ich mach den Rest da. Okay, dann gehe ich einfach schon mal vor. Genau. Ja, Wiederschauen. Wiederschauen, Frau Meixner. Und einen wunderschönen Tag noch, gell? Lieber Herr Kunzmüller, das wegen der Minibar. Können wir das nicht so von der Rechnung streichen und ich zahle das so, also mit Trinkgeld natürlich inbegriffen. Trinkgeld oder Schweigegeld? Ja, ich war gestern auf dem Kongress und bin mit ein paar Kollegen da noch in der Bar gegangen und normalerweise trinke ich nicht. Meine Frau, die hat das dick, die mag das nicht. Dann sind wir da irgendwie versumpft und so und ja, jedenfalls bin ich halt dann besoffen zurückgekommen und da habe ich wahrscheinlich noch die 2 Schnaps getrunken. Gut, dann streichen wir das und das war vermutlich ein Fehler mit der Minibar. Genau, super, Dankeschön. Dann haben wir das hiermit auch schon korrigiert. So, dann hätten wir einmal 320 Grad aus. Bar oder mit Karte? Mit Karten bitte. Sehr gerne. So, da. Jawohl. Ein Traum. Wunderbar, dann sind wir's, oder? Genau. Vielen Dank nochmal, gell? Wiederschauen, Herr Meixner. Und beehren Sie uns bald mal wieder. Ja, gern. Servus. Wiederschauen. Wiedersehen. Du, war das die aus der Kiniswit? Ja, warum? Bei denen wollte ich echt Minibar noch nachfüllen, bevor sie abhauen. Ich hab mir nämlich gestern nach der Arbeit mit der Moni noch einen genehmigt. Aha. Hat's leicht einen Ärger gegeben jetzt mit der Abrechnung. Ja, Ärger. Also, ich hab's dann schon irgendwie hingedeichselt, aber das war nicht einfach. Danke, Kunzmüller. Da hat wieder was gut bei mir, gell? Hab ich einen tollen Job. Wenn man so viel Leute glücklich machen kann, ohne dass man wirklich was tut dafür. Hallo. Guten Tag. Grüß Gott, die Herrschaften. Was kann und darf ich für Sie tun? Haben Sie noch ein Zimmer frei? Ah, nicht nur eins, sogar noch 5. Okay, gut. Vielen Dank. Dann lass uns wieder gehen. Wieso das denn, Gottfried? Mein Vater hat mir gesagt, ein Hotel, das in der Saison noch Zimmer frei hat, kann nicht gut sein. Ja, und jetzt? Jetzt suchen wir uns eins, das voll ist und bestechen in den Fußschiff. Okay. Servus, Grüß Gott, hallo. Habt ihr noch ein Zimmer frei? Für mich und für meine Schatzi. Das tut mir jetzt leid. Also so mitten unter der Saison, da ist natürlich alles belegt. Kann man da vielleicht irgendwas machen? Man kann es ja mal probieren. Puh, schwierig. Aha. Schaut's jetzt besser aus? Wenn ich die Schwerkubers alle in das große Zimmer stecke, dann war da sogar noch Doppelzimmer frei. Mit Bergblick. Oh, mit Bergblick. Das ist ja zauberhaft. Das nehmen wir. Schick. Das wäre dann Zimmer 9, gleich links oben den Gang runter, gell? Dankeschön. Angenehmen Aufenthalt. So wollen wir die Leute behandeln. Genau. Bayern Comedy wird unterstützt durch die private Landbrauerei Schönram.